Oder hast du noch irgendeinen Wunsch? Ausschalten. Nein, ist alles so wie gut. Ich bin gerade ein bisschen... Ja, wie du meistens da kurz vorher so voll nervös. Okay, lassen wir jetzt einfach los, ist genau halb. Hallo zusammen, da ist der Rylo mit total genial, mit tollen Gästen. Fangen wir an mit dem Purzel auf der linken Seite. Hallo. Dann der Game Rocker in der Mitte. Hallo zusammen. Und der Zick auf der rechten Seite. Grüezi miteinander. Jo, also ich würde sagen, ich würde von Anfang an kurz Spielregeln, beziehungsweise nein. Ich wünsche natürlich allen noch einen guten Rutsch, wo jetzt natürlich jetzt da frisch zuschauen auf das neue Jahr, oder? Ich glaube, das sind ihr auch alle zusammen dabei. Und ja, und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den Spielregeln an, für die, die es noch nicht kennen. Und ich denke, ist relativ simpel. Wir haben da vor uns 12 Themen. Und jeder von euch kann 3 Themen auswählen. Das heisst, am Schluss bleiben noch 3 Themen offen. Das heisst, ich könnte den Spielverlauf regeln, indem ihr eigentlich das wollt, was ihr auch wollt in dem Sinn. Und genau, dort bei jeder Kategorie ist eine Frage drunter, wo ihr flüssig drauf los könnt raten. Jede Frage gibt 3 Punkte. Wenn ihr noch irgendwie Hilfe braucht von meiner Seite, dann werde ich euch Hilfe geben und beziehungsweise dann halt nur noch 2 Punkte beim ersten Hilfe und bei der weiteren Hilfe halt nur noch 1 Punkt. Habt ihr das soweit verstanden oder kann ich einfach sonst dann nochmal loslassen? Oder habe ich... Ich habe es verstanden, ja. Ja. Laut und deutlich. Okay, also... ja, ich würde sagen, der Purzel, also macht immer von links nach rechts, wenn es für euch okay ist. Ich sollte der Gast anfangen, oder? Entschuldigung, so, ja. Machen wir der von rechts nach links.
Der am Zickdorf Okay. anfangen. Da kommt es mir ja nicht drauf an. Ich bin die goldene Mitte. Yeah. Also vielleicht einfach noch so nebensächlich bezüglich dem Sound und so. Also wenn irgendwie jemand da im Chat ist, wo irgendwie der Sound von irgendjemandem zu laut oder zu leise findet, einfach drauf losschreiben. Ich bin da selber mit einer neuen Software am Start und ein bisschen nachtesten. Ja, und zwischendurch legt es wieder ein bisschen. Einfach, dass du das weißt. Aber nicht so schlimm wie das letzte Mal, glaube ich. Ja, du weißt, wir können auch. Aha. Wir können es auch so machen, weißt du? Und dann haben wir einfach einen schwarzen Hintergrund. Das ist eigentlich easy. Ja, Das machen schwarz. Das ist sogar viel cooler, finde ich. Echt? Ich hoffe Mhm. einfach, dass es nur das jetzt war. Du, wir werden es sehen. Ja. Ja. Sonst einfach drin reden oder wie auch immer. Ich schaue einfach noch ein bisschen von der Zeit her, wenn es für euch okay ist, wenn es irgendwie auf einmal irgendwie einfach 1 Stunde an der Zeit und ich würde auch mal sagen, jetzt 2036 haben wir jetzt, also bis 2136 lasse ich euch da machen. Also du darfst wählen OMK Zick. Also, welche Kategorie? Genau. Mhm. Ich wähle ganz spontan Technik. Technik. Sehr Ja. gut. Du kommst raus. Mhm. Jo, also, warum ist das Profil von einer Zugachse konisch? Also, dass ihr das kurz versteht, wie ich das meine. Du hast quasi die Räder, die so gerade senkrecht stehen mit dem Ja. Dachs. Und unten dort, wo es eigentlich auf das Gleis drauf kommt, auf die Schiene, ist es quasi so. Leicht so. Warum? Ich habe dann auch übrigens auch ein Bild dazu nachher bei der Lösung, dass ihr das so weit versteht. Ich könnt einfach drauf losraten und es darf auch absolut mal falsch sein, es kann auch lustig sein, wie auch immer, also easy. Also bei Zug und konisch kommt mir eigentlich nur etwas in den Sinn. Aber ich glaube nicht, dass das gesucht ist. Wenn man das nimmt, von einem konischen Teil ist das irgendwie ein Profil. Unser Transportfever 2 Experte, da muss ich dann übrigens nachher noch etwas fragen diesbezüglich. Also chronisch heißt, es ist eine Art wie so eine Art Pyramide, also trichterförmig, so wie Gott gegen runter. Genau. Oder wie ist das gemeint? Es ist wie ein Joint. Sag's doch so. Wie ein Joint. Konisch. So. Ja, also du hast so ein Draht. Was es ist. Also wenn du Draht so senkrecht hast, hast du quasi unten ist es nicht gerade, sondern es ist so leicht schräg. Da ist das Schiene, du musst, dass das Schiene auch weil die Schiene so gegen schräg oben bauen ist. Du brauchst weniger Metall. Das ist du Geld sparen. Also die Schiene ist auch schräg, meinst du? Ja, die ist auch so gegen Uhr. So wie eine Pyramide bauen. Die ist oben dran schmäler wie unten dran. Darum. Also ich finde den Vorschlag eigentlich recht gut. Es ist zum Eisen sparen, also zum Metall Sparen, ja. oder Geld sparen. Aber ich denke, das wird irgendetwas mit den Kräften zu tun haben. Ja. Mit, Material. ja, wie heissen die Kräfte, die drehen? Fliehkräfte, glaube ich. Ja, auf was jetzt genau bezogen? Also wenn jetzt darüber nachdenken, also wie meinst du jetzt das genau? Also, du redest jetzt einfach davon, er fährt geradeaus und dann nachher von der Fliehkraft ist es besser, dass es quasi der Wagen in der Mitte bleibt, oder wie meinst du das? Also nein, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen. Ich hätte jetzt einfach gedacht, damit das Teil nicht auseinanderbricht, muss es neu stärker sein und neu nicht so stark. Und dort, wo es muss stärker sein, dort ist es einfach breiter. Darum Oder es hat etwas zu tun mit der Aerodynamik und dass es einfach einfacher zum Bremsen ist oder so. Dann kann ich auch sagen, die ganze Bremse zu tun. Du kannst viel schneller bremsen. Du brauchst weniger Weg. Also darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Habt ihr auch, wenn ihr den Stream schaut, gerade 144p? Müsste ich schnell schauen. Ich habe 720p. Ah, okay, gut, dann ist es noch bei mir so. Alles klar. Habe ich vorher auch gehabt, ja. Die Grafik sagt da irgendwie, also bei mir ist sie mega tief gerade drum. Er wird das noch ablenken, wenn wir ganz noch dran sind, dort dran liegt. Was?
Du willst es ablenken, wenn wir ganz noch da sind, der Lösung. Ja, genau. Ja, Das clever. soll sein. Clever. Also, es hat aber nicht im Fall mit der Fliehkraft zu tun. Aber das mit dem Bremsen, das hat von mir aus eigentlich noch recht. Ja. Also, Fliehkraft ist schon nicht schlecht gewesen, aber die Frage ist einfach, auf was bezogen genau? Für das, wenn man in der Kurve fährt, wenn der Zug in die Kurve fährt, dass sich irgendwie kann anpassen, damit es eben nicht rausgeht, dass man nicht aus der Schiene geht. Was machen wir Die jetzt mit der Antwort? Hat was mit Wärme und Kälte zu tun? Weil es gibt so Sachen, wenn es kälter wird, durch das System Wärme wird, dehnt sich aus, irgendwas ist, gibt es doch auch noch. Was meinst du zu der Antwort vom Game Rocker? Die kann auch gut möglich sein, wieso ist sie falsch? Nein, Wenn du fragst, ist sie falsch. wisst ihr was, der ist jetzt so gut gewesen, komm. Nein, ich lasse es zählen. Ich lasse es zählen, wirklich, Game Rocker. An dieser Stelle Gratulation. Ich tue da kurz ein Bild einblenden, dass ihr versteht, glaube eher, was damit gemeint ist. Das heisst, du hast eigentlich durch das Spiel auch in dem Sinn und kannst in einer Kurve dementsprechend quasi den Ausgleich machen, weil du hast ja auf einem Rad hast du einen, auf dem inneren Rad hast du einen, Ja, man sieht es gut in diesem Bild. Ja? also auf dem inneren Rad hast du eine weniger lange Distanz auf dem Äußeren bei einem Bogen quasi, dass sich das ausgleichen kann. Aha. Beim Auto wäre das Differentialgetriebe so nebensächlich. Cool. Ja, Das ist schon voll schlau eigentlich. Okay. ich würde an dieser Stelle sagen, es gibt mal 3 Punkte. Yes! Jetzt habe ich... Fabelhaft. Kabelwissen. Entschuldigung, sorry. So, jetzt, alles klar. Weißt du, wenn ich da eingebe, ich habe die ganze Tastatur beleidigt mit irgendwelchen Hotkeys. Genau. Ja. Ja. Sehr gut. Und die haben wirklich alle zusammen 360 oder 720 720, ja. Ja, sehr Ja. gut. Genau. Also ich habe auf meinem Handy habe ich 144 und es laggt eigentlich im Moment nicht, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist alles gut. Also ich habe 720. Okay, also ihr habt Top-Grafik eigentlich bei euch und sind eigentlich so ein bisschen zufrieden. He? Ja, wir kennt uns. Alles klar. Ja, dann. Wir können auch ein Strichmännchen machen, alles klar. Das haben wir in Minecraft, nein. Ihr merkt, ich sehe jetzt heute ziemlich viel auf Technik, die dahinter läuft, weil wir sie die letzten paar Mal nicht so gebracht haben. Und ja, das merkt man wahrscheinlich auch ein bisschen an den Fragen. Aber ich würde mal sagen, Game Rocker, du bist dran mit dem nächsten Thema. Ich habe schon gemeint, du redest so viel nebendurch, weil du so fest ablenken, dass wir aus unserer Konzentration rausgehen und dann irgendeinen Scheiß anfangen zu erzählen. Ja, das Machen wir könnte natürlich sowieso. auch sein. Das ist ja Pflicht an dieser Stelle, oder? Genau. Also, ich bin sehr fabelwesenmässig unterwegs und vor allem, weil das vorhin noch so schön rot geleuchtet hat, hat mir das so ins Auge hineingestochen. Ich nehme gerade das. Okay. Und ich bin gespannt auf die Frage. Aber das ist einfach. Ich sage dir, es sind heute einfache Fragen. Ah, Und komm hier. zwar, Das heißt immer. ja, es sind wirklich das mal einfache Fragen, weil ich wirklich auf Technik setze. Ja, das ist Was ist ein Greif? Ich möchte genau wissen, aus welchen Tieren das besteht. Puh. Ist das aus einem Film? Oder einer Serie? Film, Game, da hast du überall. Ja. Soll ich die Lösung jetzt gerade liefern? Also du weißt es. Ja, ich habe genügend Games gespielt, wo man einen Greif spielen kann. Ich muss ehrlich sagen, eigentlich wäre bei dieser Frage eine Musikfrage gewesen, weil ich wusste, dass du die sowieso kennst. Dann habe ich gedacht, ich muss etwas anderes machen. Ja, also mit Fabelwesen bist du gut unterwegs und ich gebe einen Hinweis, es handelt sich nicht um ein Einhorn. Ah, super. Dann Ja, super. jetzt wissen wir es direkt. Wie Aber- sollte man ein Einhorn umbenennen in einen Greif? Also kurz die anderen 2 Fragen. Ihr habt keinen Plan.
Es sieht so Ich muss aus, nur schätzen, ja. Es tönt wie ein Vogel. Ja, ja, was sagst du? Wie Vogel, ja. Ja, wegen Greif. Greifen, ja. Mhm. Mhm. Bist du mal näher dran? Definitiv. Ich glaube, ich habe die 3 Punkte gegeben, aber schlussendlich brauche ich direkt keine Hilfe mehr. Ich habe die Hilfe gegeben. Also, es ist ein ganz spezieller Vogel. Es ist einer der grössten Vögel, die es gibt auf dieser Welt. Ich glaube, ich bin zwar nicht so sicher. Also fliegende Sachen gibt es wahrscheinlich unter Fabelwesen noch den Drachen, der dann grösser ist, oder? So Ja, gut, das stimmt. Aber so von der echten Tierwelt her, es besteht, glaube ich, aus. Warte schnell, ich muss es selber überlegen. Aus 2 oder aus 3 Tieren? Nein, es sind, glaube ich, nur 2. Oh, jetzt bin ich im Fall gerade unsicher. Oh, Mist. Also ich bin auch bei 2. Sind es 2? Ja, nach meiner Recherche schon, ja. Okay. Ich bin aber nicht sicher gewesen, ob es noch einen Eselschwanz hat oder so. Aber in dem Fall nicht. Also, klar ist, es hat die Spannweite vom einem Adler. Und den Kopf von einem Adler. Ja, das ist definitiv. Und der Körper ist von einem Löwe. Ja, ich würde sagen, dass für die sich das nicht vorstellen können, habe ich dann als Bild. An dieser Stelle. Also, Der Schwanz ist ja ähnlich beim Esel, oder? Also, es hätte auch ein Esel sein. Aber ja, wirklich. Ja. Ich habe es jetzt nicht so genau angeschaut, aber das, was du gesagt hast, das ist definitiv gut, das ist easy. Das gebe ich, oder? Ich sehe, das ist ein bisschen einfacher wie sonst, also zumindest die eine Frage. Und, Die Mini meinst ja, plus, minus, oder? Also, dann geben wir den mal raus und dann hauen wir da 6 rein. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen schwieriger für euch. Ganz ehrlich. Also das hoffe ich auch. Aber das wird es dann schon, sobald ich gemutet werde. Ja. Ich bin immer gemutet, von dem her. Also, ich höre euch, oder? Ich bin da noch nicht. Ich bin nicht. Das heisst, Nein, ich höre mich, alles klar. Hat der Purzel überhaupt schon etwas gesagt? Ich höre, ich weiß nicht. Stimmt, ich muss eine Ampel machen. Er hat mich ja gemutet. Ja, genau. Ist er gemutet oder nicht, Leute? Ich habe ehrlich gesagt bei mir bei der Anzeige nur einen Zuschauer, aber ich glaube, das stimmt nicht, weil ihr schaut ja, glaube ich, alle zu. Also, irgendwie bestimmt nicht. Also, ich lade das jetzt einfach mal. Nein, ich habe schon gehört. Du hast mich gemutet, aber. Nein, mir gehört dich, Purzel. Also ich höre dich ganz gut, laut und deutlich. Ah, jetzt alles klar. Ja. Gut. Ja, Purzel. Was meinst du zum Thema? Also mich wird das Ding voll faszinieren. Also, passt voll dazu. Ich finde Spielregeln gut. Spielregeln? Ui. Ja. Oh, das ist auch ein Thema. Endlich mal eine bisschen schwierigere Frage. Ich bin froh. Danke an dieser Stelle. Und zwar, was bedeutet Don Passant-Regeln? Das nimmt mich wunder, ob ihr da irgendwie einen Lauf habt für die. Jetzt mir ist es schon lange her, seit ich Französisch hatte. Also, wow. Bei mir nicht so, aber ich kann es nie können. Ja, nee. Mit der ersten wirklich für die Schule. Ich habe nur Englisch ausgefüllt, und das ist einfach immer leer. Das ist en passant. Heißt aber auf Deutsch. En garde kenne ich. Wie? En garde kenne ich. Das ist doch beim Fechten, sagt man en garde. Und dann wird man irgendwie so anfangen fechten. Das ist en passant abwehren. Eins hat en garde, eins hat en passant. Echt? Vielleicht, ja. Ist nicht mal so schlecht. Aber es ist ja passant. Das Passant. tönt so, als könnte man etwas passen, als könnte man Ja, irgendwie ja. etwas weitergeben. Vielleicht kommt es vom UNO. Wenn man Karten tauschen gegeneinander, wenn man Karten wieder gibt, mit die im Land tauscht. Also, ist das ich lade euch einfach ein bisschen machen, weil das könnte lustig werden.
Oder etwas fortsetzen. Ah, das ist auch gut, ja. En passant, man macht etwas weiter. Man macht einfach etwas, ja, das sagt man, glaube ich, anders. Das sagen die Welschen sicher irgendwie anders. Ja. Also es ist nicht nur die Welschen, es ist, ich kann es mal so sagen, das Spiel ist, glaube ich, weltweit bekannt. Ah, das sagt man in einem Spiel. Ah, das ist eine Spielregel. Jetzt, hallo, ja. Aha, und was das Spiel. Der Kann ich kann eigentlich etwas verraten? also, Aber nicht von Uno kommen, weil Uno ist Italienisch. Oder Spanisch. Weil ich habe mal irgendwie so einen zweiten Teil gesehen, DOS oder so. Das ist ja nicht Italienisch. Stimmt, das gibt es ja auch. Eben, das ist, glaube ich, nicht Italienisch. Und nachher ist noch Trois, oder wie? Die dritte Variante, oder wie? Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Aber, warte schon, wir müssen einfach vielleicht mal das Spiel herausfinden. Vielleicht kommt es vom Jassen. Ich bin überhaupt nicht der Jasser, ich habe keine Ahnung vom Ich auch Jassen. nicht. Aber vielleicht ist es beim Jassen en passant, bedeutet, dass man es ihm anderen übergibt. Er soll ansagen, was drum. Ja. also, ich habe gesagt, weltweit. Meinst du, irgendwelche Japaner und so tun jassen? Ja, sicher. Die können nach Sozialen kaufen soziale Jasskarten, nachher können sie daheim jassen. Das ist sehr zu lernen. Aber der wäre Chinesen, aber ja, egal. Eben, Jassen, ja, würde sagen, ist nicht so weltweit bekannt. Wenn ich es leid habe, vielleicht kommt es von Pokern. Wenn du durch Passen machst en passant, dann sagst du wie Check, so ein bisschen mäßig. Mhm. Ja, aber im Poker redet man eigentlich Englisch und dort heisst es Check. Wenn, dann wäre es eher Baccarat. Das wäre schon eher so ein französisches Spiel. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man dort en passant geht. Weil du kannst ja eigentlich nur auf die Bank oder auf der anderen setzen. Nein. Oder eben auf der en passant, wie heißt das? Wie ist da irgendeine Person? Das ist so ein Sheriff oder keine Ahnung was dann. Ein Sheriff in welchem Spiel? Russisch Roulette oder was? Vielleicht? Französische Roulette. En passant. Also, vielleicht sagen sie das wirklich im russischen Roulette, wenn du Glück hast. En passant! Aber vielleicht kommt von Ding. Von dem, wie heißt das Teil, wo du kannst drüllen, noch runter gucken. Wenn es 0 kommt, dann heisst es nicht wieder en passant kann. Ich glaube Roulette. Bei Roulette, Sehr ja. gut, sehr Die gut. Roulette. Also es sind bis jetzt noch weiter neben. Kannst du uns ein bisschen Tipps geben? Ist es mit einem Brett oder Karten? Was spielen wir? Oder mit einem Warte, Ball? Also Schach kann es nicht sein, weil im Schach Ja. redet man Französisch. Aber vielleicht ist so ein Kartenspiel, wenn Das dort so eine bestimmte Person leist, wenn alle sagen en passant zum Beispiel irgendwie. Nachher der was letzte Zeit muss Karte aufnehmen. Also da es wahrscheinlich jetzt relativ lang geht, bis es herausfindet, möchte ich jetzt an dieser Stelle mal fragen, den Game Rocker. Wie kommst du darauf, dass es nicht Schach kann sein? Weil ich jahrelang Schach gespielt habe und ich den Begriff nicht kenne. Ich kenne Rochade, ich kenne Schäferschach, ich kenne, wie heißt jetzt das? Moment! Scheiße! Alles klar. Stimmt, es ist dann, wenn der Bauer kann der andere Bauer schlagen, wo hinter sich, also wenn zwei Bauern so nebeneinander steht, dann kann der eine Bauer übergehen und dann nimmst du den Bauer weg. Aber ich weiss nicht genau, wann das ist. Es gibt ganz bestimmte Regeln, wo du als mit dem Bauer den en passant kannst machen. Genau, du hast recht. Danke, Rhino, für den Tipp. Aber das war jetzt ein Tipp gewesen. Also ist okay, wenn wir da 2 Punkte geben. Also eine weniger. Okay, ist völlig Okay. Aber das musst du herausfinden. Das findest du raus, 100 Pro. Ja, warte, ich habe schon seit in dem gespielt, aber es ist en passant. Wenn der eine Bauer ist vor dir, du bist nebendran. Nein, warte schnell. Wie geht jetzt das so wieder? Wenn du mit dem Bauer von der Grundlinie her 2 aufführen gehst, kann der andere den Gegner im nächsten Zug diagonal gehen und den wegnehmen. Ja, ich würde mal sagen, seht ihr das Bild? Ja. Wenn ich da rüber schaue, sehe ich es. Ja. Ja, im Stream gesehen ist es auch, ja.
Jetzt so keine Ahnung, weil ich immer gesagt habe, aber trotzdem hast du gut gemacht. Hey, danke. Haben sich doch meine 5 Jahre Schach-Wahlfach in der Schule gelohnt. Das war ein Wahlfach, echt? Nein, es war nicht Wahlfach, aber ich bin mal Das war ein Pflichtfach, oder wie? Nein, ich bin mal bist gegangen, oder wie? freiwillig in einen Schachclub gegangen, aber das ist schon so lange her. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Au Passant gespielt habe. Nee, das ist irgendwie, boah. Müsste Ewigkeiten her sein. Also du musst ganz kurz noch mal erklären, da geht kurz ein bezüglich der Bitrate irgendetwas da. Aber es läuft bei euch immer noch flüssig, oder? Bis jetzt? Ja, gut. Also wir haben bis jetzt eine Frage beantwortet. Flüssiger kann es gar nicht laufen. Also, wenn eben eigentlich ist es perfekt erklärt, Game Rocker. Also, wenn du 2 Führer fährst und dann kann der andere eigentlich schräg schlagen, als ob du eigentlich nur 1 gefahren wärst. Ha. Relativ simpel. Ja, also, wenn man die Spieler sonst kennt. Ja, genau. Relativ los, oder wie heißt das Wort? Also, ich habe das Wort auch nicht gekannt vorher, so nebenbei. Ich auch nicht. Ja, Ich nicht. habe es vergessen, dass es das gibt. Eigentlich hätte ich wirklich länger warten, aber ja. Ja, hättest du wirklich noch ein bisschen länger warten. Es wäre sicher lustiger Das ist irgendwie ein Zug, der brauchst du einige 100 Partien, wenn nicht. Definitiv, ja. Das ist sicher doch so klein bei den AGBs drin. Der Passantzug. So mit so einer Kästchen neben drauf steht. Wenn ihr noch wollt, vorbei. So in 1 von 1000 Spielen. Ja, definitiv. Also, da musst du eine Erweiterung kaufen, dass der Zug dabei ist. Ein Add-on. Ja, genau. Teile für den Franken. Wahrscheinlich genau, wenn der Zug nicht machen heißt doch, es heißt auch Spiel Teile für den Franken, um diesen Zug auszuführen. Genau. Easy. Ich würde sagen, das nächste Thema. Ich muss wirklich schauen, dass es nicht, ob jetzt da nicht mehr so viele Tipps gibt. Ja, oder nicht so gleich. Ja. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, jemand hat noch in den Chat geschrieben, also hat uns grüßt. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Hallo. Das war es gewesen. Mhm. Ja, der Robin ist nur für Levin da. Der will den Levin unterstützen. Ja. Aber schön bist du dabei. Hallo. Also, Kate. Hallo Kate an dieser Stelle. Easy. Ich wäre einfach froh, wenn während der Fragen ihr den Chat könnt abstellen könnt, weil... Ich schaue Chat gar nicht an. Von dem her. Ja, einfach, dass ihr es wisst, weil ich weiss, bei der Kate, dass sie ja mal mitratet und so. Aha. Oh. Aha. Ja, dann okay. Also gut, dann tu dich nicht auch wieder weg. Ich kann ja auch das Stream wegmachen. Also einfach in den Fragen rein halt. Ja, klar. Ja. Also Kate, ist für dich Grafik und alles und der Sound immer noch alles in Ordnung, hä? Also, ja. Ich frage einfach so nebenbei. Es geht ja Minuten, bis sie es gehört von dem her. Wie ist es gerade, hast du die Frage schon vergessen? Genau. Also, Zick, du kannst deine nächste... ja. Eigentlich würde ich eigentlich Film und Legende nehmen. Das ist noch spannend. Könnte jetzt einfach sein, aber auch schwierig natürlich. Ich finde es super, da haben wir alles rot in der Mitte. Da finde ich Ja, das Ja. ist super, ja. Ich glaube, das wissen wir. Aber mal schauen. Ja, hoffentlich. Welcher spezielle Anlass wurde am 01.01.2022 auf Sky veröffentlicht und warum genau dann? Boah, da habe ich keine Ahnung. Also ich Gut. kann noch nicht so viel sagen, es ist überall, also ich habe auf jeder Plattform von dem Werbung gesehen und ich glaube, das haben die 100 Pro auch gesehen. Also es Auch in der geht- Zeitung es geht und um überall. einen Film. Also auf Social Media definitiv. Von einem Aber- Film. Der Jünger schnell den Vortritt lassen, weil da so neumodig unterwegs bin ich nicht. Ich kenne nur Up in the Sky. There is no Das Einzige, reason. was ich gehört habe, in der Säge, ist dass irgendwas wegen Dart war. Ich glaube, wenn es da irgendwas Dart zu tun hat.
Er hat ja. Er hat Sportabo, das sieht man ganz klar. Ich habe es nicht abonniert gehabt. Ich habe von einem Kollegen gehört, dass irgendwas mit Dart war. Irgendwas mit Dart Recht gekauft, Sky. Also irgendwas habe ich mal gehört gehabt. Also Dart-Meisterschaften sind ja, das ist so. Ja. Ich glaube, die irgendwas verschoben gehabt, wegen der Dart wie in irgendein Spiel verschoben gehabt, glaube ich. Aber für meine Waffe-Reise. Ja, das Finale in dem Fall wahrscheinlich. Also, wieso würdest du sonst etwas verschieben? Also, nur einfach so als Nebeninfo. Ihr habt Filmlegenden gewählt. Ja, ich weiß, das haben wir gerade Film zu tun haben, oder? Vielleicht spielt er nebendran, also er macht Dart mit, nebendran zählt er noch Film. Weiß ich doch nicht. Vielleicht gibt es ja einen Dart-Film, einen Doku über den Dart-Film. Ja, über Dart-WM. Das könnte sein. Also Gott, das ist gerade ein Film, der veröffentlicht worden ist. Hä? Wirklich eben, wegen dieser Dart-WM, das Finale am ersten war, was ja eigentlich gar nicht war. Ich glaube, WM-Finale ist, glaube ich, heute gewesen. Also wann war überhaupt der erste gewesen, warte schon? Vorgestern gewesen. Vorgestern. Am Sonntag. Ist noch nicht so lang. Samstag. Am Samstag, ja moin. Am Samstag. Den Tipp kann ich euch geben, ohne einen Punkt abzuziehen. Okay. Welcher Spezial? Am Samstag bin ich fast nicht am Handy gewesen. Vielleicht haben sie alle Filme abgeschaffen. Also so, wo Zahl sind. Oder Sky ist abgestürzt. Oder sie haben eine Neuverfassung von Apocalypse Now gedreht und haben das dann veröffentlicht, wie sie irgendwie gefunden haben. Das ist das richtige Datum, um die Apokalypse noch einmal heraufzubeschwören. Ja. Also ihr habt gesagt, ich soll länger warten mit Tipps. He? Ja, das ist ein spezieller Anlass. Vielleicht auf Sky. Es gibt Sky Filme, irgendwas gibt es, aber nicht abonniert. Aber es geht um einen Anlass, der wahrscheinlich irgendwie in Zusammenhang steht mit Film. Also irgendwie eine Oscar-Verleihung oder der Grand Bord, irgendetwas. Die goldene Himbeere wird doch einmal auch verteilt. Also ich kann so viel sagen, ich kenne relativ viele Leute und ich gehöre auch selber dazu, die extra für das Sky oben gemacht hat. Gerade so. Hast du nicht irgendeine neue Serie rausgekommen? Der zweite Teil von irgendwas? Ist das denn rausgekommen? Der Fortsetzung ist von irgendwas? Serie? Wie heisst die Serie? Du redest von Serie. Ist das von der Witcher? Da habe ich was gehört. Das ist, glaube ich, auch über Ding läuft doch das über wie heisst Netflix, ich weiß. Genau, ja. Läuft es auf Sky? Ja. Es gibt noch eine andere Plattform, wo es auch gemacht worden ist, aber ich glaube da in... Und die heisst schmuddelseite.de oder wie? Das ist, glaube HBO hat die geheißen. HBO? HBO, das ist Amerika. He? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist... Oh Mann, ich würde einen riesen Tipp jetzt geben, wenn ich das sage. Ich glaube, ich kann es sagen, ich glaube, es ist England. Oh, eine engländische Serie. Also es ist keine Serie oder so. Es geht um einen Film. Es geht also um einen Film. Um einen Film, wo alle drauf gewartet haben. Wie zum Beispiel der James Bond, was auch um ein Jahr verschoben haben, oder? Vielleicht ist Ding rausgekommen. Wie heisst der da? Mit den blauen Menschen da? Avatar. Nein, das hätte ich auch mitbekommen. Ich frage mal anders. Game Rocker, was ist so... Gibt es ein Highlight dieses Jahr bezüglich Games? Keine Ahnung! Bezüglich Release, also bezüglich Release, wo dir jetzt persönlich durch den Kopf geht. Ja, die Siedler. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Film oder eine Serie dazu gibt. Aber was für Games kommen auch noch raus? Kommen viel raus, nur ich frage, weißt halt für die ein Highlight. Also es gibt ein Game, das etwas mit dem zu tun hat, wo das Jahr erscheint. Aber es ist ein Film. Aber es ist nicht Witcher. Es ist nicht Witcher. Witcher ist eine Serie. Glaube ich, oder? Ja, und das Game. Ja.
Und Tomb Raider ist ja irgendwie auch schon durchgecatcht worden. Also es geht um ein Game, wo als Film rauskommt, dumm gesagt. Resident Evil, könnte das sein? Ich muss vielleicht da mal anmerken, ich denke, es ist wichtig, dass Kate hat vorhin einen Tipp geschrieben und den kann ich, glaube ich, drin schmeißen. Es geht unter anderem eigentlich um ein Jubiläum von einem Film. Oder von einem Game jetzt? Komm ich nicht mehr. Ah. Jetzt habe ich schon extrem viel Es kommt viel von Tom und Jerry. Ah, Jubiläum. 50 Jahre Tom und Jerry, keine Ahnung. kommt irgendein Pokémon raus? Kommt irgendein Zelda raus? Ja, Zelda-Film wäre voll geil. Also, nicht das Jubiläum vom Game, sondern vom Film. Ah, das heißt, es gibt einen Film. Ah, okay. Also der Anlass war in dem Fall 25 Jahre der und der Film. Kann man so sagen? Und Aber darf ich den Punkt als Tipp euch abziehen? Ich bin Das noch nicht, war aber relativ ein grosser Tipp gewesen. ja, das gehört. Film Jubiläum hin. Ich habe keine Ahnung, was für Game-Highlights das Jahr raus. Ich bin noch nicht so weit gekommen, um mich irgendwie damit Ich auch nicht. Ferien gehabt. Ich bin auf der faulen Haut gelegen und habe irgendwie nur die Sonne genossen, Bergen und Schnee und Kinder und Familie. Und Es ist das letzte Jahr eigentlich schon angekündigt gewesen. Es ist eigentlich verschoben worden. Vielleicht hilft dir das noch ein bisschen. Das Game verschoben worden, oder was? Ja, es wäre schon das letzte Jahr erschienen. GTA sagt nicht. ja, so weit sind es noch nicht. Das hätte ich auch mitbekommen. Mit dem Trevor. Oh Mensch, der Valaray wüsste es jetzt, da bin ich sicher. Irgendein Nintendo-Game wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich irgendein Nintendo-Game. Sonic. Nein. Von dem kommt eben auch ein Film raus, habe ich gesehen. Ah, ehrlich? Über Sonic wird ein Film gemacht? Das ist Ja, so ein animierter. Ich habe eine Idee, so der Hedgehog, wie der heißt, von einer Ja, Idee. genau. Du bist vorher auf einem guten Weg gewesen, was du gesagt hast. Was hast du gesagt bezüglich Jubiläum? 25 Jahre der Film. Oder das Game. Hast du das Das Game Ja, habe ich gemeint, ja. Es ist nicht 25, ist die andere Zahl vielleicht? Ah, 20. 50. Mhm. Ja. 20. 20. Was ist für 20 Jahre rausgekommen? Also Ziff ist älter, da weiss ich. Also tu dich nicht zu fest aufs Game stützen, weil... Das Game ist neuer. Es geht um den Anlass. Es geht um den... Also um den Film geht. Da war der Adolf stirbt wie voll. Ist ein Adolf ein Film? Ich habe nicht... Oder ist es ein Film über den Anlass? Es ist ein Anlass über den Film. Aha. Es ist mega schwierig. Wenn ich es höre, dann ja, dann wisst ihr, warum... Es geht um Gamescom. Nein. Nein, ist... Auf Sky. Also das Game ist wirklich nur ein Input gewesen, weil ich gedacht habe, ich kenne vielleicht das Game, wo die Leute schon länger darauf warten. Aber wenn ihr das Game nicht kennt, dann hilft das euch mit dem Game wahrscheinlich nicht viel weiter. Ja, nie Game. Auf welche Games hättest du warten? Es geht sicher um einen Anlass, damit die Leute zusammen... Ist es... ja, ist das... Nein, ich glaube auf Netflix. Irgendetwas über LOL. Nein. Ach Mensch, siehst du, wie gut wir informiert sind? Ja. Über Film. Was ist vor 20 Jahren jemand erschienen? So grundsätzlich ein Film. Was haben wir denn für ein Jahr gehabt? 2002. Danke. Bin ich wieder auf der Welt gewesen. Lieber Rilo, danke fürs Recht. Dort bin ich auch nicht auf der Welt gewesen. Ich schon. Dort ist für Titanic rausgekommen, so in der ersten Teil oder irgendwas. Nein, Titanic ist älter. Ist noch älter, okay. Im Jahr 2000 rausgekommen, wo heute noch ein Revival könnte feiern. Aber! Ah nein, das ist Musik. Star Wars. Was hast du jetzt gesagt? Was hast du jetzt gesagt? Star Wars. Nein, was hast du jetzt gerade gesagt? Aber. Revival hast du gesagt, oder? Ja, das Revival. Wie würde das heißen auf, bei den Filmen? Nein, es hilft dir, glaube ich, nicht viel. Keine Ahnung, wie man dem sagt im Filmbusiness. Ich bin nicht so die Filmschauer. Ciao. Ist der Karl? Ein
Ein Remake? Ein Remake? Was hast du gesagt zuerst? Remake? Nein. Es ist Nein. kein Remake. Es ist nicht. Weißt du, wenn es einen neuen Film gibt, die hätte es nicht als Anlass geschrieben. Ah. Es geht um einen Anlass, was passiert ist. Ja. Das Jubiläum haben wir ja schon gesagt. Haben wir ja schon gesagt. Das ist ein Anlass. Weißt du, mir kommen wieder nur die älteren Filme in den Sinn, wie zum Beispiel Pretty Woman oder Kenny Es ist in dieser Größe. Es ist in dieser Größe absolut. Also es ist sicher ein Film, den ihr alle kennt. Aber vielleicht mal ein bisschen. Ihr habt ja vorher mal das Thema Serie ins Maul genommen. Ah, Da bin ich ein bisschen unsicher gewesen. Und jetzt ist er vorher mit Star Wars gekommen. Vielleicht ein bisschen eher in das Gebiet hier. Ah, Star Trek? Also nein, ich meine von wegen fortlaufender Geschichte im Sinne von Harry Potter. Teil. Die haben auch mega viel Teil. Und so und andere Universen oder Marvel. The Adventure. Nein, aber Harry Potter wird von der Zeit her besser passen. Das ist etwa 20 Jahre her. Ich habe nichts gehört, dem von den letzten paar Wochen. Ja, ich habe mich total aus der Medienwelt Gut. ausgeschlossen. Also, weißt du, Es kommt Also es irgendwie geht jetzt auch ein neuer Film. Also von- ihr habt gesagt, es ist Harry Potter an dieser Stelle. Ah, ist es das Geheimnis von Dumbledore? Das habe ich gerade gestern, bin ich im Kino gesehen und habe den Trailer von dem gesehen. Es ist irgendwie, Also, es kommt ein neuer Film. es ist nicht das Tierwesen-Zeug, Nein. sondern es ist eine Reunion von diesen bekannten 8 Teilen, quasi, wo alle zusammenkommen und Interviews geben und von dieser ganzen Geschichte reden. Und der ganze Film geht über 2 Stunden, wo es quasi so Backstage davon erzählen und so. Und also ich habe es nicht nur wegen dem das Abo gemacht, sondern auch noch wegen Game of Thrones, weil das haben wir unbedingt mal noch gesehen. Aber ja, ich kenne nicht viele, die das Abo gemacht haben wegen dem. Das ist irgendwie vorgestern live ausgestrahlt worden und ja. Aber ich habe gedacht, das kennen die, das ist überall auf Social Media. Habe ich Noch nie gesehen. Ich auch nicht. ich bin nur auf Twitter unterwegs und da sieht man so Zeugs nicht, da sieht man nur anderen Schrott. Und es gibt jetzt ein Game, ein Open World Game. Ah, Ja. echt? Ah. Wo es ganz Hogwarts und so nachgebaut haben und wo dann auch mit dem Greif und so kannst du umeinander fliegen. Und so. Aha. Ah, right. Habe ich nicht gewusst. Ist gut. Jo. Super Doppelzick. Hast du das auf den richtigen Weg gebracht? Ja, stark. Dann Applaus dafür, aber... Ja, definitiv. Ja, ideal. Mega kurz gegangen. Hey, ich bin froh, haben wir so lange gekommen. 3/4 von der Zeit ist um, weil Ja. wir zu wenig Film schauen. Ja, wer ist als nächstes dran? Ich habe gar nicht mehr den Überblick. Ich glaube, der Gamebox ist dran. Kate hat vorher noch geschrieben, ich könnte schon einen Telefonjoker benutzen bei dieser Frage. Ja. Sehr gern, sehr gern. Gib mir deine Nummer bekannt, kannst du ja in den Chat. Nein, ich weiß von ihr, dass sie es gewusst hat. Also, Nicht den Brummelia, der weiß alles. Ja gut, das stimmt, der weiß noch alles. Also ich wähle die nächste Kategorie und ich schwanke zwischen Skurrilem und Symbolik. Ich probiere es mal mit der Symbolik, weil das interessiert mich momentan ein bisschen mehr. Was für ein Symbol steckt da dahinter? jo, ich denke, das könnte wahrscheinlich auch relativ einfach noch werden für euer Wissen, für eure Intelligenz. Ich wähle immer die einfachen Fragen aus, weil schließlich wollte ich ja gut dastehen und richtige Antworten geben. Ja. Okay. Ja, woher stammt das Bluetooth-Symbol und was bedeutet es? Boah. Jetzt habe ich schon vergessen, wie es aussieht. Ja, was hat es aussieht? Wahrscheinlich, schaut, ich weiss es. Oh nein! Ich kann es jetzt nicht bringen. Nein! Der Erfinder von Bluetooth hat Star Wars geschaut und wo der Luke Skywalker sein Lichtschwert gezogen hat, hat das irgendwie so eine Welle gegeben und hat gefunden, hey, wow, das Symbol sieht recht geil aus. Ich nutze das Symbol, um irgendwelche Verbindungen können mit anderen Geräten herstellen und hat das gerade abzeichnet und hat dann das gemacht. Und es sieht aus wie ein B. Du bist so überzeugend gewesen und dann kommt einfach so etwas. Also,
Was? Das Ich habe jetzt gemeint, ich habe ihm vertraut, das stimmt. Ja, dann vertraut. Ist es jetzt nur ein Ein Joke gewesen. Ja, ich lerne den Joke. Ich habe jetzt mich gerade wieder erinnern an die Szene, aber die gibt es ja gar nicht. Ja. Geil! Nein, es war nicht der Luke, sondern es war der Darth Vader. Dort dran, das war der Fehler gewesen. Ja, wahrscheinlich. Der hat seine Macht genommen und so einen Blitz gemacht und noch als BG für Bluetooth. Aber gell, Game Rock, du weißt es eigentlich schon. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich denke, du willst ihn verarschen. Nein, so etwas weiß ich nicht. Das sind so Sachen, die mich eigentlich nicht interessieren. Aber ich tue gerne irgendwie darüber sinnieren, was das könnte oder woher das könnte kommen. Also symbolisch ist ja ein B, oder? Oder bin ich da falsch? Mhm. So ein Dings am Schluss, so zwei Schwänzchen hinten raus. Eigentlich sieht es aus wie ein Schmetterling. Ja. Vielleicht geht es darum, wenn ich Schmetterling Also wenn ihr nicht wisst, wie das Symbol aussieht, könnt ihr es kurz am Handy anschauen, aber nicht googeln oder so. Ich habe es gemacht. Ich habe es mir schnell auf dem Handy reingezogen, damit ich weiß, wie es aussieht. Aber Das ist ja wirklich so ein Schmetterling. woher das stammt, ist eine gute Frage. Also mir sind so zwei Dinger. Das ist echt ein Schmetterling. Es sind wie zwei Antennen und die verbinden sich dazwischen. Ja, das stimmt. Also eigentlich ist ein Schmetterling, dumm gesagt, wenn du das flach legst, also 90 Grad Brille. Mal eine andere Frage. Von welcher Sprache könnte das kommen? Englisch? Also nein, ich meine von welcher Schrift, sag ich jetzt mal. Hebräisch. Ah ja. Meinst Oder römisch? Nein. du? Also, Hebräisch wäre ja dann so schon fast christlich, Oh, also in der Bibel und Griechisch. so. Nein. Vielleicht ist vom Aha, nein. Also Kyrillisch ist es nicht, auf jeden Fall. Oder? Muss ich schnell nachschauen. Wie kyrillisch aussehen? Nein, ist es nicht. Also ich suche jedenfalls nicht das. Was ist das für eine Schrift? Also eigentlich sieht es eher aus wie eine Schrift in Hyrule, bei Zelda. Ja, ist ja. Es kann sehr gut sein, die Schrift wird, glaube ich, auf vielen Orten relativ viel verwendet. Es sieht so nach einer gotischen Schrift aus oder irgendwie so nach einer, wie heissen die nordischen Stämme, so die Wikinger-Schriften. Ja. Mhm. Ah, ich weiss es. Ja, vielleicht ist Thor oben runtergekommen und hat einen Hammer. Das ist der Hammer, der dir heimgegeben hat. Ja, ist. Wenn dich in Verbindung setzt, schlägt er dich mit dem Hammer an. Nein, wie es eben nicht funktioniert hat, hat er den Hammer so lange drauf, bis der Schmetterling flach war. Und dann kommt, was schätze ist die Verbindung da, jetzt funktioniert es. Nein. Da kommt sicher von früher noch, von irgendwie. Ja, definitiv. Also eigentlich heisst es ja Blauzahn, oder? Ja. Vielleicht kommt es von einem Tier. Von einem Blauwal. Der hat irgendwie Schallwelle gemacht. Den tust du so ein Schmetter, also eben da der Bluetooth-Zeichen. Denkst du, das sieht geil aus? Vielleicht ist ein Tier, das in eine andere Dimension der kann in die Vergangenheit Wir sind nicht bei den Fabelwesen. Ja, genau. Ich meine, mehr gibt ein Tier, das kann in Ultraschall so Schall machen. Und darum hat das so aus, wenn du verdenkst, wie was aussieht mit der Bluetooth-Zeichen, und darum hat das von dir genommen. Nein. Hat es aber überhaupt etwas mit einem Tier zu tun, frage ich mich. Weil ich glaube, Bluetooth hat eigentlich eine andere Bedeutung. Das hat... Nein, hat nichts mit Tier zu tun. Was hat mit der Pflanze zu tun? Weil sie die können sich so kann die vermehren. Die macht sich in ein Portal auf, wo sie sich vermehren. Doch da macht es. Dort kann sie sich vermehren. Die kann irgendwie. Die macht wie so etwas auf, die macht eben dort den Schnabel auf von dem Ding. Oh. Und darum sieht es so aus, wie so ein Bluetooth-Zeichen. Dort raus kommen nachher dann irgendwie die Form aus von dieser Blume. Ich glaube nicht, dass es mit der Pflanzenwelt etwas zu tun hat. Ja, das war mit dem Tor besser gewesen.
Ich glaube auch, es geht ins Göttliche rein. Obwohl das mit Wikinger ist gar nicht so schlecht eigentlich gewesen. Ist denn nie was du mit verbinden oder mit dem anderen Ding? Es hat einmal einen Wikinger gegeben, der hat Blauzahn geheissen. Oder dem haben sie so gesagt, weil er seine Zähne nie geputzt hat oder so, das weiss ich nicht genau. Oder weil er einfach zu viel Blaubeer getrunken hat und sich irgendwie probiert hat, damit zu besaufen, aber das hat irgendwie nie geklappt. Und er hat aber irgendein so ein anderes Gesöff getrunken und der hat es flach gelegt und damit er wieder Verbindung zu der Welt bekommt, haben sie einen Hammer auf den Ring geschlagen. Also, das mit dem Wikinger-König und dass er Blauzahn heisst, das hat sogar gestummen. Was? Aber woher kommt das Symbol? Ist jetzt für mich noch. Er hat einen Blitz in seinen Helm rein. Nein. Okay. Wenn du aufs Haus stellen kannst, Blitzableiter. Also warte, es hat einen Wikinger gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Es hat wirklich einen Wikinger gegeben, der hat Blauzahn geheißen. Und Ja, der steht jetzt da, aber ich gehe ja eigentlich auf Symbol raus. Also das, was du gesagt hast, stimmt schon. Aber aha. Okay. geht Ich muss es nochmal anschauen. Es Du hat hast nichts am Symbol Bluetooth. Du wirst eigentlich das mit dem Telefonjoker gilt das Angebot noch? ja, gut, das Problem ist, Kate weiß sowieso. Ah, gell, siehst du? Also, Vielleicht da irgendwas tun, wenn sich Wikinger, wenn Wikinger das Schiff mit einem verbunden haben, hat es eine Verbindung gegeben, da hat irgendwie aussehen wie so ein Bluetooth-Teil, der Anker oder da, no, du musst einen bestimmten Knopf machen, das kannst du verbinden, und der hat dann irgendwie Bluetooth geheißen, und der Knopf hat nur den Blauzahn machen. Und darum ist jetzt darum hat der Ding, das sieht voll geil aus, der Knopf, Das schauen wir gemacht haben. Darum. Nein, das schauen wir nicht ein. Weil, Bluetooth hat ja eigentlich etwas mit Koppeln zu tun, oder? Man tut ja etwas ineinander reinkoppeln oder Ja. koppeln. Und wahrscheinlich stammt das Symbol dazu da, oder das eine B, wo so ist, steht für das eine Gerät und das andere B steht für das andere Gerät und die zwei Antennen raus sind eben die Antennen, wo sie sich darüber verbinden. So ist das Bild entstanden. Das ist mit dem Ding gekommen. Statt anstelle von durch den Wikingerburg noch, statt aber dass ein Anschiff abgeschossen hast du so eine Post mit Nachricht mitteilen. Du hast Nachricht um geschossen. Nachricht, genau. Oder früher haben wir doch noch mit Musik per Bluetooth geteilt und so. Ihr habt doch am Anfang noch gesagt, dass auf der rechten Seite sieht aus wie ein B. Jawohl. Ja. Das wird dort ein bisschen noch drauf aufbauen. Ja, sie haben einfach nicht bei A anfangen und darum haben sie das B genommen. Ja, A-Tube tönt scheiße, wenn es Bluetooth genommen. A-Tube tönt scheiße. Und YouTube ist ja schon. Nein, Bluetooth, ja. Also, dass der Typ quasi damit etwas zu tun hat, ist ja klar. Also, woher kommt echt das B in dem Sinn? Das ist der Typ, der YouTube erfunden hat. Der hat auch Bluetooth erfunden. Vom Namen. Ja, der also, dumm gewesen. Ich habe keine Idee gehabt. Ich denke, ja, statt YouTube nehmen wir es einfach Bluetooth. Also das B würde sie dann erklären, oder? Und der Rest? Ja, das sind die zwei Antennen, die nach Verbindung suchen. Oder die zwei Hörner von seinem Helm. Das ist Rauchzeichen. Bei welcher Schrift sieht ein B so aus? Der Gotik, wie heißt die? Eben, in der Wiki. Aha, warte, bei welcher Schrift gibt es das? Jetzt müsste ich das Word auftun, um das nachschauen. Ja. Ich glaube, einer der ältesten Schriften der Welt. Also zumindest in Europa. Ja, aber das sind wir schon wieder im Griechischen. Wenn du jetzt mehr in den Norden gehst.
Also wir haben ja von der... Also Skandinavien in dem Fall. Also da sind wir aber schon wieder bei den Wikinger. Island. Aber ich weiß nicht, wie die Schrift heisst. Eben, das wüsste Valaray. Mal eine andere Frage. Kennt dich aus mit dem Hippie-Symbol? Das Peace-Zeichen kenne ich, ja. Ja, und woher kommt das? Keine Ahnung. Von den Hippies ab. Und kommt vom gleichen Ort. Also die Hippies sind abgeschaut in dem Sinn. Also Bedeutung. Okay. Wo kommen die Hippies her? Kommen die von Schweden her? Also, eigentlich sind sie doch in San Francisco rumgelungert, dort in dem Park mal ein. Im Golden Gate Park meinst du? Ja, und haben die freie Liebe gemacht. Aber das hat doch nichts mit Bluetooth zu tun, oder geht es um die Art von Verbindung? Also die Verbindung kommt von dem König, wo da die Herrschaft vereinigt hat. Aber das ist ja nicht in dem Sinne die Frage. Aha, wir müssen herausfinden, was für eine Schrift das ist, und dann wissen wir die Antwort. Dann ist das eigentlich die Antwort. Es erklärt eben die zusätzlichen Zeichen noch. Ich brauche etwas ganz Bestimmtes. Ich brauche etwas ganz Bestimmtes. Ganz bestimmte Aussage von euch. Ein Wort. Rune. Ja. Und was würde das bedeuten? Rune? Rune Ritual. Nein. Es ist dann ein B und ein... Was könnte es denn echt sein? Ein I. Nein, du hast Rune gesagt, ich lasse gelten. Komm, ich lasse gelten. Geil. Aber ich habe jetzt recht viele Tipps gegeben. Wie viele Punkte geben wir? 1,5. Okay. Nein, ist eine. Hallo, wir haben eigentlich... Also, es geht eigentlich um Initialen. Um das kurz da zeigen. BH, Bluetooth. Okay. Wo halt von dem Wikinger-Typ halt kommt. Das ist quasi eine Rune. Übrigens, eben das Peace-Symbol ist ja auch eine Rune. Ach so. Siehst du, da habe ich nicht gedacht, da lernt mir ja wieder etwas dazu. Danke. Du kannst jetzt beim H zum Beispiel die oberen, also die so quasi so rausgehen, kannst du wegnehmen und dann machst du einen Kreis drum und dann hast du ein Hippie-Symbol, oder? Ja, ich sehe es schon fast. Ja. Dann bist du nachher beim Göttlichen. Dann hast du einmal so oder einmal so und zusammengeführt gibt es halt den Buchstaben wieder. Okay. Also, du kannst eigentlich Buchstaben zusammenmischen, indem du 2 Buchstaben übereinander leist. Cool. Jo. Spannende Frage gewesen. Danke vielmals. Mensch! Ja, das ist jetzt wirklich eine spannende Frage. Weil, das sind so Sachen, die ich mir nie überlege, woher kommt das Symbol. Das ist doch mir eigentlich... Stimmt. Aber ich finde es immer wieder schön zu erfahren oder zu wissen, dass das irgendwie einen Hintergrund hat, das Ganze. Ich meine, wir brauchen es jeden Tag. Ja, sag nicht. Ja. Definitiv. Ja. Ja, wer ist als nächstes? Ich habe voll den Überblick verloren. Wer das falsche Markierung gehabt. Du musst Symbolik markieren. Oh ja, stimmt. Entschuldigung. Das wäre... Genau. Wer hat das gefragt? Ja, gesagt, Game Rocker, oder? Ich bin bei der Symbolik gelandet und ziemlich auf die Fresse gefallen damit. Aber das ist okay. Aber das ist Ganze, der heisst, der Purzel kommt tragen. Ne? Jetzt kommst du dran, Purzel. Ich nehme es jetzt gerade dabei, weil ich zu dem Wort Bluetooth buchen wir ja jeden Tag ein, dann nehmen wir gerade Alltägliches. Oh, das ist auch eine gute Wahl. Das wird etwas so alltäglich sein, dass wir sicher keine Ahnung haben. Das wird etwas richtig einfach sein für euch. Ich habe nur Ich einfach... habe den erfunden. Ich bin jetzt gespannt. Wie benutzt man eine Kabelrolle richtig und warum?
ist jetzt wirklich relativ sehr einfach, oder? Also das ist alltäglich. Wir brauchen jeden Tag ein Kabelrolle. Also, Das weißt ist du, Ja, wie ich Zähneputzen. draussen auf der Terrasse in die Steckdose, da muss ich zuerst eine Kabelrolle auswinden, damit ich überhaupt zum Strom komme. Aber Game Rocker, ich meine, du als grosser YouTuber, du hast ja ein riesiges Studio, wo du täglich mit Kabelrollen wahrscheinlich zu tun hast. Ja, und wie es mir aber langweilig ist, tue ich sie jeden Tag wieder zusammenrollen. Und jedes Mal, bevor ich den Computer wieder anschalte, tue ich sie wieder ausrollen. Du nimmst die Steckdose, die am weitesten entfernt ist vom PC und dort steckst du in den PC. Genau. Das ist top. Ich wollte die Wärme schliesslich nicht gerade bei mir haben, wo der Kompi erzeugt, sondern die sind ganz weit weggehen. Ich wollte nicht noch für Klimaerwärmung verantwortlich gemacht werden. Aber gell, das ist eine richtig einfache Frage. Du weißt das wahrscheinlich schon lange. Oder ihr wisst es schon lange. Also, Kurz und sich, sagt etwas. Ich will an dieser Stelle sagen, ich habe es auch schon falsch gemacht. Also wahrscheinlich jeder schon. Mit Folgen. Oh, gerade so. Brennt, wenn es mir Das ist eine Putz, oder wie? Nein. An dem Fall wissen das alle. Oder? Also der Game Rocker weiss es. Das habe ich von seiner Wortwahl gemerkt. Ich habe eine starke Vermutung, in welche Richtung dass es geht. Mhm. Ich meine, mir rollt ja das Teil aus einem bestimmten Grund auf. Das ist kein drüber. Dann machst du einen Unfall. Purtel, weißt du es? Zick. Mir kann ich sagen, nicht in den Sinn. Etwas mit der Wärme hat er gesagt. Mhm. Tönt nicht schlecht. Und es hat Folgen. Also es könnte brennen in dem Fall. Also, nicht Bummeli, klar darfst du mitraten. Ja, wir schauen auch nicht in den Chat. Ja, ich kann ihn ausblenden. Ich kann ihn ausblenden. Na gut, ich meine, der Bummeli. Ich weiss es eh schon. Der hat schon gewusst, was du überhaupt vorgestellt hast. Der hat ein riesiges Studio, weißt du? Dann gehört eigentlich fast das Schweizer Fernsehen. Der hat jeden Tag eine Kabelrolle in der Hand. Ja. Der hat ja nichts unter dem Arm und das stimmt ja so. Definitiv. Steckt die Hai ein und geht draussen streamen. Ja. IRL Stream. Wieso machen die das nicht so? Das ist doch Standard, hallo? Weißt du, so Meer und so am Strand. Also kommt Jungs, wieso oder wie benutzt man jetzt einen Kabelroller richtig? Wer weiß? Ich Darf dachte, ich an es gibt dieser nur Stelle einen Weg. Also wie meinst du, es gibt nur einen Weg? Ich wüsste jetzt nicht, wie man es falsch machen kann. Also, ich muss mal anders fragen. Game Rocker, hast du es schon mal falsch gemacht und hat es schon mal Auswirkungen bei dir gehabt? Gibt es einen kurzen? Nein, es gibt einen kurzen, glaube ich. Also, nein, es gibt auch. Je nachdem. Ja, okay. Also, die Folge war, weil ich es nicht richtig gemacht habe, habe ich einen verdammten ZS kassiert. Warum Gerade, ja, dann ist mir noch nie passiert. Muss aber nicht sein. Nein, mir alle nie. Hätte ich falsch gemacht, wäre sicher in den Kopf brennt. Aber warum hat es brennt? Weil du es falsch benutzt hast. Ja, was ist denn das, was du falsch nutzen kannst? Für dich nicht abdings halt, nicht abschalten auf den gewissen Strom, den du brauchst. Also wir machen nach dieser Frage nochmal eine Frage, gell? Also von wegen 36, die ich da vorher gesagt habe. Wir haben gerade einen richtigen Flow, ich finde es witzig. Vielleicht, wenn viel Strom der Steck rauskommt. Weiß ich nicht. Aber die ist auch abdings, theoretisch Steckdose. Also nicht dort liegen. Also was passiert mit einem Kabel, wo Strom durchfließt, grundsätzlich? Also, je nachdem, wie viel Strom... Genau. Mhm. Und jetzt überlegt mal, wenn man ein warmes Kabel so um einen Finger wickelt,
Der schmilzt das Ding, wenn das Ding nachher putzt der Reis. Ich schmilzt der Gummi vorne dran, nachher putzt der Reis. Das mit der Spannung nichts zu. Also plus minus. Aber wieso? Wer tut das Kabel oder Finger nochmal wechseln? Also, das Kabel wird warm, haben sie gesagt, wenn Strom durchfließt. Mhm. Und was passiert bei einer Kabelrolle? Oder ich sage jetzt mal anders. Was passiert, wenn ihr eine Kabelrolle habt mit, sagen wir mal, 50 Meter und ihr braucht nur 1 Meter? Nicht der Rest noch umgewickelt. Dadurch entsteht Wärme und dadurch brennt es irgendwie. Ja, das ist halt ein bisschen unnötiger Weg halt. Ja, also Aber, gut. ja, Und es kommt auch wenig Strom. Für 1 Meter brauchst du keine Kabelrolle, fertig. ja, ist jetzt einfach ein blödes Beispiel, oder? Ich glaube, ich lasse das so weit gelten. Das ist logisch in dem Sinn. Also es wird warm und wenn du die 49 Meter aufgewickelt hast, dann kann die Wärme nicht weg. Also fängt da alles verschmelzen, die Isolation. Und je nachdem, welche Drähte dann zusammenkommen, hast du entweder dunkel daheim oder kannst du es einfach so fortrühren. Das ist dir schon mal passiert? Dass ich sie fortrühren konnte, ja. Aber nicht so, dass ich es gemerkt hätte. Also, dass jetzt irgendwie angefangen hat zu brennen oder so. Irgendwo sind 2 Drähte zusammengekommen. Es hat aber kaum Strom gegeben, aber nicht bevor es liegt. Ah, okay. Das kann Gerade so. Also das ist kein Bild von mir, he? Muss ich sagen. Okay. Was ist ein Bild von dir? Hä? Aha, dann nicht. Also bei mir. Ja, so kann es enden, wenn man Kabelrolle nicht ausrollen bis ans Ende. Das ist schon. Du hast ja mal noch gesagt, von wegen, wir sind ja lernfähiges oder lernorientiertes Format an dieser Stelle, oder? Da können die Jungen da auch noch etwas lernen, oder? Genau. Man merkt eine Kabelrolle immer ganz ausrollen, obwohl das nie mehr macht. Das macht es eigentlich nicht. Es hat morgen gerade Tutorial hoch auf YouTube. Definitiv. Wie rollst du eine Kabelrolle richtig aus? Für was ich 50 Meter lang, aber ja. Fängt dann einfach irgendwann an zu möhren. Bei alles buchstabiert doch nur, oder? Was? Buchstabiert nur bei alles. Kabelrolle. Ich müsste ja eigentlich noch Punkte geben. Ja. Ja, darfst also schon noch 2, 3 Punkte geben, finde ich auch. So gut wie jetzt. Hallo? Jetzt habe ich Skurrile so, ausgeschaltet. Ja, ist ja gleich. Jetzt ist es wieder drin. Aber Skurril, das haben wir doch gar noch nicht gehabt. Wann denn dann Skurriles? Wer ist dran? 2, 4, 6. Ich bin dran. Eben der Zickerstrahl, genau. Ja, ja. Also ich wollte nicht reinreden, aber nimm Skurril. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich Promis nehmen. Ah, da kannst du auch, dort habe ich keine Ahnung. Habe ich auch keine Ahnung, das klingt gut. Ah, dann perfekt, dann nehme ich Promis. Es wird einfach, also Promis ist eine einfache Frage. Eben, das heißt, sagst du immer, aber... Über den Filmen, noch auch am Kauf sind. Genau. Ich denke, das wisst ihr definitiv. Ja gut. Welche Bobo? Welcher Begriff globalisiert Alissa Milano 2017 weltweit? Ich kann die nicht einmal. Das spielt gar keine Rolle, weil es gibt nicht viele Begriffe, wo man 2017? irgendwie... Also ganz wichtig, ich habe geschrieben globalisiert, weil sie es nicht erfunden hat. Das habe ich kurz vor dem... Ist das eine Junge? Oder Wer ist eher... Alissa Milano? Sie ist 46. Ja, Jetzt, okay. glaube oder 47. Dann sicher Ist das so ein Wort? Und das wird jetzt für die ganze Welt so sein. 2017? Schauspielerin. Ah, ich weiß es, sorry. Also, ich habe keine Ahnung, wer Alissa Milano ist. Aber es ist eigentlich logisch, oder? Was 2017 um die Welt umgegangen ist. Hashtag MeToo. Ja, also das war jetzt relativ einfach gewesen, ja. Ja, also noch nie von dem gehört. Nie von dem gehört, nein. Also, von Hashtag MeToo hast du aber sicher schon etwas gehört, oder? Ja, also ja, nicht im Zusammenhang von 2017 und ja. Also eben, ich habe nicht gewusst, dass das von der Alissa Milano weiter verbreitet wurde. Sie hat es nicht erfunden, ganz wichtig. Sonst komme ich noch auf den Grind über, wenn jetzt irgendwie... Wenn ich das Kommt nicht vorbei im Teil, das wird erfunden.
Aber Definitiv. wieso zählst du die Alissa Milano als Promi? Kennst du die Serie Charmed mit diesen 3 Hexen? Ja. Sie ist eine von diesen 3. Aha, okay. Aha, gut. Schön haben wir darüber geredet. Okay, gut. Alles klar. Komm, ich finde, wir haben einen geilen Flow. Geben wir noch einen, ist gut? Oder könnt ihr sagen? Also ich würde gerne das Skurrile wissen. Das Skurrile nehme ich echt noch Wunder, bevor ich da jetzt Ja, das stimmt. noch völlig absacke. Easy. Das ist aber die letzte Frage. Und ich finde die Frage ehrlich gesagt auch noch Hammer. Und darum finde ich... Ja. Also, wie schützt man in der U-Bahn von New York Glühbirnen vor Diebstahl? Was? Die muss man schützen? Da weiß ich ganz einfach. Du baust gar keine auf. Also man ist nicht dunkel. Nein, stimmt nicht. Mit einem Gitter, oder? Nein. Wäre das Einfachste gewesen, ja. Oder per Gesetz. Ja. Es ist kein Gesetz ausnahmsweise. Es ist zwar Amerika, aber es ist kein skurriles Gesetz. Das ist so. Aha, dann stellst du vor jede Glühbirne einen Trump an. Das schützt zwar nicht vor Dummheit, aber vor Diebstahl. Also in der U-Bahn, das heisst im Zug rein, in der Bahn rein. Ja, das ist eben nicht durch meine Recherche. Oder heisst am Bahnhof. Also in der U-Bahn-Station. Ich nehme jetzt mal an beiden Orten. Wollen die in den USA? Sie sind so hoch, dass du gar nicht ankommst. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Oder sie sind so heiß, dass jeder sich verbrennt. Drauf. Ja. Das ist ein Schlag, wenn sie alle einfach... Du baust einen Lederschock rein, das putzt. Also du hast vorhin gesagt, Georg, du weißt es. Ja, so wie ich alles weiss, Rilo. Okay, alles klar, du weißt es nicht. Mal eben, also das ist, wenn du sie anlängst, dann gibt es dir einen Elektroschock. Das wäre eigentlich auch noch. Also mal grundsätzliche Frage, warum soll jemand überhaupt eine Glühbirne stellen? Ich wollte gerade fragen, weißt, wie oft passiert es in New York, dass jemand eine Glühbirne aus der U-Bahn stellen? Also. Ja, da gibt es einen Beruf. Hat es früher genug gegeben, darum hat man etwas dagegen gemacht. Darum ist das eine skurrile Antwort. Die tun die verticken irgendwo. Das LED austauschen, wo man gar nicht klauen kann. Also ich muss vielleicht noch anmerken, das ist relativ alt schon. Ich glaube, das ist etwa 50 Jahre. Man kann das nachschauen. Also 50er, 60er, 70er Jahre, so wie die Idee. Ich kann es sonst im Laufe der Dings sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde es da an mich zutrauen. Sie haben also Glühbirnen, sie haben die Fassung und so, alles gemacht, Glühbirnen rein und nachher haben sie 5 cm dicke Betonschicht drumherum da, dass niemand dran hinkommt. Und dass die eigentlich kein Licht mehr quasi... Ah, du baust die Decke rein. Nein. Aha, aber in die Wand rein, doch? Das wäre doch eigentlich auch noch logisch. Du baust den Boden rein. Eigentlich ist den Boden rein. Oder sie haben es gewinnt, den anderen Weg umgedreht. Normalerweise tut man sie und das Mal haben sie sich gedacht, hey, wir machen es clever, wir tun jetzt einfach diesen Weg reindrehen und jedes Mal, wenn einer kommt, der dreht rum und merkt, das geht gar nicht und dann geht er auch wieder auf. Weil damals ja nicht, es könnte auf der anderen. Sie haben einfach eine Scheibe drüber, ganz einfach, wie es jeder macht. So, ja. Ja, so ein Glas, ja. Mhm. So ein dickes. Es gibt Leute dort, die überwachen tun. Aber das wäre... Ja, genau, es gibt Leibwächter. Die Leibwächter. Ja. Oh, den finde ich gut. Also, wie ist das genau gegangen, Game Rocker, vorher? Was? Ich weiß nicht. Alter, Rayla, du musst mich nicht immer fragen, was habe ich vorher gesagt? Ich weiß doch nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich finde es mega witzig dazu. Komm, sag nochmal. Was? Was soll ich nochmal sagen? Ich habe die Antwort. Was habe ich echt richtig gehabt? Was? Was habe ich gesagt? Hey, helft mir schnell auf die Sprünge. Ich weiss nicht, ich hoffe, du hast es vergessen, weil ich habe sicher noch lustigere Antworten. Etwas mit Beton hast du gesagt?
Ja, Das mit mit- Beton. Ja, genau, das mit dem Beton. Aber da wäre wirklich dumm, wenn sie das gemacht hätten. Hey, Aber sie ich weiss, habe vorher eine mega schlaue Antwort von dir gehört. Mist, was habe ich noch gesagt? Mit Also- Beton. Also das mit dem Elektroschock, das ist mir ich finde es aber sehr lustig, weil du hast es gesagt und der Bommeli hat geschrieben, deine Antwort sei mega clever gewesen und jetzt hast du sie vergessen. das. Family Ja. Hilfe, was habe ich gesagt? Ich weiß es nicht. Das ist, Ich schaue mir nochmal schnell den Stream an. Genau, sie ist jetzt hochgesprungen. Ja, so gut haben ihr aufgepasst. He? So gut lasst ihr mir zu, wenn ich etwas sage. ich habe Du extra weißt nichts es selber gesagt. nicht. Das ist extra nichts. Ist denn richtig, was man sagt? Ist denn richtig gewesen? Das, wo so am Rand, also es ist eigentlich schon richtig gewesen. Also die Antwort hätte mir jedenfalls gelangt. Also ja, sonst tun ich es einfach gelten lassen, oder? Obwohl es jetzt Ja. nicht mehr wissen. Ja, Aber er hat es ja schon mal gesagt. hätte sie ja gesagt. Gesagt habe ich es ja in dem Fall schon. Also das mit dem Diebstahl, vielleicht nochmal, also dass du nicht kannst, also du kannst sie zwar stellen, aber was ist dann? Es gibt einen Stromschlag. Nein, das andere. Es gibt keinen Stromschlag. Du kannst sie Das nicht ist ein heim. Sie würden funktionieren, aber Ah, du musst in den anderen Weg reindrehen. genau, es geht ums Gewinn. Also du kannst einfach da, also ein Linksgewinn drauf, das heisst, du kannst sie zwar stellen, aber du kannst sie die Heim nicht drehen. Das ist eigentlich die Antwort. Sicher. Ah. Cool. Nein, nicht. Aber wer geht schon eine Glühbirne klauen? Hey, so niemand, oder? Also, Oder gehst du sagst, oh, jetzt wird eine Putzkai, ich muss eine neue holen. ja, genau. Und ich- Jetzt ein Pfunzler putzen, eine neue Pfunzler holen. Genau. U-Bahn fährt ja da gerade vor dem Haus. Ich gehe Ja, ja. jeder 24/7-Shop hat ja schon zu. Man muss ein Loch graben. Du Bahn ist gerade unter dem Haus. Oh Mann, so skurril. Und das ist echt wahr. Also echt, die New Yorker haben Glühbirnen erfunden, wo das Gewinn der andere Weg ist, damit man sie daheim nicht brauchen kann. Genau. Oh mein Gott. Clever, sehr clever. Das ist also schon sehr nah beim Einbetonieren von der Glühlampe. Du bist ja gar nicht gewöhnt in dem Sinn, oder? Mit so schlaue Ideen von. Ich stelle mir gerade vor, da hat jemand daheim. Das ist 50 Jahre und tut ihm noch rein. Das geht nicht. Nein, weißt, eigentlich ist es genial, weil das ist so der American Dream, oder? Sie lassen gleich noch die Freiheit, etwas völlig Blödes zu machen, nämlich eine Glühbirne stellen. Aber wenn du Ja. hast, kannst du nichts damit anfangen. Die Kann ich haben kaufen. kistenweise von denen die Hause, aber sie können es nicht Ja. brauchen. Ja. Sie den es weiterverkaufen, die Leute, die es Ja. nicht wissen. Ich meine, wer weiß das? Genau. Da macht einer ein riesiges Geschäft. Ich schwöre. Jetzt wissen wir endlich, wie der Trump zu seinem Imperium gekommen ist. Der verkauft einfach falsche Glühbirne. Ah, köstlich. Wir sind im Fall gerade Tränen gekommen, die Frage. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ich glaube, wir lassen es mal so weit. Oder wenn, ich glaube, jetzt nicht mehr eine weitere Frage, oder? Er hat gemeint, der Bommel hat gemeint, er würde sonst gerade noch die Fassung auch noch mitklauen, so an dieser Stelle. Ja, du müsstest ja schon mit dem Schraubenzieher unterwegs sein und dann würde auffallen, weil der hast ja Waffen in der Hand. Ja, zu Amerika Aber ist gilt das dort erlaubt? Ja, stimmt. Aha, Das stimmt. fällt nicht auf. Was? Hast du gerade den Akkubohrer mitnehmen? Geht schneller. Definitiv. Genau. Vor Dann 50 gilt Jahren. es gerade als kriminell. Weltweit gesucht. Walter, dead or alive.
Ja, Gut. ich möchte euch an dieser Stelle einfach fragen, wie ihr es an dieser Stelle gefunden habt, ob es euch gefallen hat. Wir können sonst dann nachher noch offline noch genauere Feedback-Runde geben, aber wenn jetzt ihr gerade so etwas habt oder ihr noch irgendwelche Sachen wollt sagen unseren Gästen, dann habt ihr jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit. Ich habe es mega lustig gefunden, wieder mal einmal mehr. Nicht nur, weil ich alles gewusst habe, sondern auch, Ja. ich finde es einfach lustig. Und ich finde es einfach da erschreckend, wie real meine blöden Ideen sind zum Teil. Du könntest bei der U-Bahn arbeiten in Amerika. Ja. Definitiv. Danke. Also, nein, ich finde es immer noch nach wie vor ein super geniales Konzept. Eine super coole Show. Ich habe extrem viel Spaß dabei. Und ich finde es auch mega cool wieder, dass jetzt da mit dem Layout und so gebracht hat. Danke an die Gäste, danke an die geilen Fragen. Ja. Ich habe mega Spaß dran. Ja. Freut mich. Ich schließe mich ihm an. Es war sehr spannend gewesen, auch sicher zum Zuschauen, aber auch dabei zu sein ist halt noch ein bisschen lustiger. Und die Fragen haben echt zum Nachdenken mich gebracht und es ist auch, also das ist sehr kreativ, ja. Also die Fragestellung. Wenn ihr morgen irgendwie per Zufall jemanden seht, der das Geschäft eröffnet mit links gewinnt, dann fragen wir. Genau. Ja, jemand kann man sagen, aber denkt es doch nicht. Ich kann schon, also ich denke, du wirst nicht vom Christbaum ist immer so, wenn ein Glühbirne kaputt war, dann hat die andere auch ausgeschaltet. Sicher der Bahnhof auch so. Und also eigentlich lauscht dann auch klar, weil es noch gar kein Licht bei denen hat. Du musst dich nur andersrum nie drüllen, dann geht's wieder. Weil ich dann mal sagen, alle Gäste mal vielen Dank. Das Mitmachen hat auch cool gefunden. Wir merken dann überlegt, jetzt kurz überlegt, dass sie im nächsten Jahr auch so noch ein paar Kinder Nebenfragen aussuchen, statt das andere machen. Das ist sicher lustiger wie das andere. Ja, du, ich denke, unsere Versuche sind, glaube ich, alle bis jetzt relativ gut angekommen. So nebenbei, dass ich das, glaube ich, mal gesagt habe. Und wir sind immer wieder fleissig am Dazulernen, oder? Und ja, wenn es euch immer noch gefällt, dann machen wir etwas dem Fall richtig. Dann habe ich mal gefragt, ob der wirklich der Gamefucker runterhockt oder ob der auf der Bommel liegt mit dem Anzug vom Gamefucker drin. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Wahrscheinlich hockt unten dran nicht der Gamefucker drin, sondern der Bommel, auch mit dem Anzug vom Gamefucker. Wahrscheinlich, ja. Ich bin der Avatar vom Bommel, richtig. Genau. Und gehen auch gerne bei Ihnen vorbei, go abonnieren, go liken, go Videos schauen, go kommentieren. Dass ich das auch mal gesagt habe. Nicht, dass es einfach nur um mich da soll gehen. Es ist ganz wichtig, dass man da ein bisschen, auch ein bisschen promotet, oder? Und ja. Eurer Seite, habt ihr noch etwas, oder? Ja. Kit hat noch im Chat geschrieben, dass man auch etwas dazu lernen kann und das stimmt eigentlich, also ich weiss jetzt viele Sachen mehr. Sachen, die ich vielleicht nie brauchen werde, aber... ich weiss jetzt immer, wie man das Kabelboden falsch ausräumen. Ja, also das ist... ja. Also ich hätte so schon noch gerade ein Kompliment an Technik. Ich glaube, Technik hat jetzt sehr gut funktioniert. Ja. Ausnahmsweise, yay! Nein, also echt... Man sieht, die Lernkurve steigt rasant. Ich werde das Kompliment am Grisha Edi weitergeben an dieser Stelle. Sehr langes Gespräch gehabt, gell, Purzel? Dort, ja. Dann an die Frist, aber sage nachher noch, schon okay. Also, ist gut. Aber ist nächstes Montag wieder, oder wie geht es weiter? Ja. Definitiv, der Purzel wird nächste Woche moderieren und es wird ein 2-gegen-2 Battle geben, also 2 Gruppen gegeneinander.
Ich weiß nicht genau, wann ich mache. Da müssen wir überlegen. Noch ist das vorher mit dir noch. Das ist gar nicht definitiv. Sorry, ich nehme alles zurück. Ja. Ja. Kandidaten dem von noch nicht bekannt, oder wie? Nein. Schade, ich würde gerne einmal gegen die Grisha Yeti antreten, einfach, dass ich das jetzt hier mal gesagt habe. Was war das eine Ansage? Wir nehmen es auf. Wir nehmen es auf, fangen gerade an. Das ist gut. Zusammen mit dem mit dem Valorey. Der kann ja nie am Montag eigentlich. Einfach den Montag, genau. Und der Gewinner gewinnt sogar die Porzeltassen, weil er gesagt hat. Das hat einfach müssen gehen, oder? Ja. Das ist gut. Easy. Ich würde an dieser Stelle schon mal sagen, dann beenden wir den Stream. Nicht, dass das allzu langweilig noch wird, wenn wir da weiterhin blödeln. Und ja. Besten Dank, dass ihr heute dabei sein könnt, ihr drei. Und natürlich auch an sämtliche Gäste an dieser Stelle. Und ja, ich würde von meiner Seite her sagen, ciao zusammen. Abo, Like, Comments gerne da lassen. Und eben, wie gesagt, auch bei Glocke aktivieren. Genau. Ja, Und dann bei den drei vorbeischauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.